Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir sind am Moment in einer ganz schwierigen Situation, dass noch immer nicht klar wo Omikron als Wert hinleden. Etwas wissen wir aber heute schon. Den Omikron ist kein Well, ob der surfen kann, aber das eine Mauer. Eine Mauer, die sich für uns aufbaut wie ein Tsunami und die ganz schwer zu verwandeln wird sind. Beim letzten Wort vom Covid-Gesetz hatten wir Piraten uns enthalten. Wir konnten nicht dafür stimmen, weil den 3G auf der Arbeitsplatz de facto eine Impfpflicht für Leute mit kleinen Revenuen durchstellt. Eine Impfpflicht, aus der sich verschiedene können mit Schnelltests rauskaufen, an anderen nicht. Gerechtigkeit gesagt auch nicht aus. Ich werde doch nun kurz auf die Kalkülen zurückkommen. Wir wollten aber auch nicht gegen das Projekt stimmen, weil die Regierung am letzten Text immerhin an unseren zumindest der richtige Weg von mehr Tester gegangen ist, auf der Weg vom 2G+. Mit diesem Gesetz bleibt wohl just nach ein 2G+ übrig. Wir Piraten hätten uns ganz klar gewünscht, dass Testen eine essentielle Rolle an unserer Covid-Politik spielen. Wir fordern immer noch, dass jeder sich soll testen, egal ob geimpft, nicht geimpft oder geboostert. Wir fordern, dass Patron finanziell unterstützt gehen, was die Kauf von Schnelltester für Employeen angeht, und wir fordern, dass das Large-Scale-Testing abgemacht wird, bis die Situation sich beruhigt. All das geschieht mit diesem Text aber nicht. Wir gehen mit diesem Gesetz keinen Schritt nur vor, was Testen angeht, wir nur handeln. Hier stimmt der Staatsrat also auch klar zu, weil auch der versteht nicht, wie wir für den aktuellen Zahlen die Regeln mit Laber machen. Und das passt ja auch nicht bei einem Exposé dem Motiv vom fehlenden Gesetz, wie die Regierung selber davon schwätzt, wie schwierig die aktuelle Situation, wenn es die Omikron-Variante ist. An Zeiten vom Large-Scale-Testing haben wir zwischen 60.000 bis 80.000 Tester die Woche gemacht. Dieser Dich packen wir da just nach 20.000 bis 30.000 pro Woche. Also gut, am Höchstpunkt von den Impfungen am Sommer letztes Jahr waren wir noch immer bei 40.000, also noch immer zwischen 50 und 100% mehr wie aktuell. Es darf also keine Excuse sein. Und auch Labo und Horizont an der Presse gesagt, dass sie ohne Problem genug Material zumindest hätte, für 7.000 Tests am Tag zu machen. Und in das mal 7 multipliziert, da könnt ihr ganz eher mehr wie 20.000 Tester. Da muss ich kein Mathematiker dafür sein. Die aktuelle Testkapazität kommen an hier Grenzen, weil die Leute müssen lang auf ein Rendezvous werden. An oder stundenlang an einer Schlange stehen, für sich zu testen. Ob stundenlang an einer Schlange stehen während einer globalen Pandemie, lo wirklich sanitär die richtige Approche ist, wo ich mal zu bezweifeln. Weil wir für drunter nicht krank, weil die geht sicherlich krank heim, wenn man an der Kälte 2 oder 3 Stunden gewartet wird, für einen Test zu machen. Das ist also während der Wand der Meint, bei einer Virusvariante, die mehr ausstechen ist, wie alles, was wir bis kann tun, mehr wie suboptimal. Herr Präsident, wenn wir diese Variante an den Griff kriegen, müssen wir alle Mittel mobilisieren, die wir haben. Keine von den Mesuren für den Virus anzudämmen ist perfekt. Und dafür müssen wir viele verschiedene Mesuren, viele verschiedene unperfekte Mesuren über den Nähe legen, für so perfekt wie möglich zu gehen. Das sogenannte Case-Scheibe-Modell, den ich schon beim letzten Text erwähnt habe, weist klar, dass Testen, Masken, Impfen, Distanz, Lüften, Hygieneregeln wichtige Faktoren sind, für das Infektionsgeschehen anzudämmen. Dafür muss man gucken, dass jeder, den sich testen lassen, dadurch den Tag selber spätestens den Tag noch machen kann, ohne 4 Stunden am Reden zu stehen. Und gleichzeitig muss man auch gucken, dass kein 5 Stunden an einer Schlange muss stehen, um eine Impfung zu kriegen. Weil auch hier verlieren wir Leute. Das ist gewusst, dass die sich für die erste Kehr impfen lassen, das nicht gerade machen, weil sie von Fried an die Blut sprangen, für den Vaccin zu kriegen. Sonst wären sie wohl echt gegangen. Es geht also darum, diese Leute so einfach und bequem wie möglich eine Impfung zu erfrieren. Es muss ganz einfach sein, ein Rendezvous zu kriegen und muss ihn nur bei sich daheim kriegen können. Das ist gerade am Norden auch mit den Pop-up nicht unbedingt gegewirkt, wenn man sich ein Lösch von den rezenten Pop-up-Impfzentren anguckt. Aber wenn wir da bei den Pop-up-Impfzentren sind, da gibt es Geschichte von einer anderen engem letzten Weekend, wo es da so war, dass dem Moment, wo es abgegangen ist, war schon kein Rendezvous mehr da. Die Ticket war schon mal vor, dann die letzten, dass man 5 Stunden nur Ouvertüre da geimpft gehen.
heute müsste 5 Stunden an der Schlange stehen. Wir riskieren also Situationen, dass Leute als nach am letzten Moment aufsprangen und ohne eine Impfung heimgehen. Und das gilt aber mit allen Mitteln zu verhindern. Herr Präsident, mit den neuen Regeln gibt ein 2G-Modell, ein 2G-Plus-Modell, so kompliziert, dass den ohne adaptierte Covid-Check-App einmal als ich muss den Kalender und den Gesetzestext rausholen, um zu gucken, wie lange da die letzte Impfung von der Person für einem dann schon her ist. Und dabei nicht nur meint, mir direkt an dich rechnen, was das dann bedeutet. Dafür ist es wichtig, und ich bin froh, dass der Minister mir das für drunter konfirmieren kann, dass der Novent Mitternacht auch die neue Covid-Check-App disponibel ist, die den neuen 2G Plus aufbilden kann. Mit denen 180 Stich. Wir haben nicht leicht kritisiert, wo es 4 Tage gedauert hat, nachdem wir ein Gesetz gestimmt hatten, für eine neue App zu lancieren. Da muss ich sich so vorstellen, ob ich nicht auch muss dotieren direkt zur Verfügung stellen. Das kann ja also soweit. Dafür so ein Merci. Ich felicitiere die Equipe, die da Hand stößt. Das ist nicht immer einfach. Und das muss ich dann noch sagen, wenn etwas gut gemacht ist. Beim neuen Gesetz soll dann noch nach Quarantänezeit für die Isolationszeit für geimpfte Personen von 10 auf 6 Tage hochgeschraubt gehen. Leider kommt ein Direktor von der Santé als keine wissenschaftliche Erkenntnisse vorlegen, die diesen Schritt geben unterstützen. Es gab schon gesagt von den Kolleginnen und Kollegen, am Contraire. Und das hat mich aber ein bisschen erschreckt. Am Contraire hat von internen, geheimen Dokumenten vom ECDC geschwärzt, die in den Deputierten nicht kennt weisen, aber so baut ich kein Vertrauen an die Mesuren. Wir stimmen hier ein Gesetz auf Basis vom höheren Sohn, vom Direktor von der Santé. Ich glaube dem Dr. Schmidt, dass denn das so vom ECDC gesagt kriegt. Ich gebe aber ganz gerne gucken, was sind Sourcen. Ich gebe gerne die jeweilige Medienkritik selber machen, wissen, wo könntet ihr, wer ein Paper sind. Wir anscheinend sind es keine publizierten Dokumente, es sind im Moment intern Arbeitsdokumente vom ECDC, auf die wir als halb basieren. Ohne dass das scheinbar die Dokumente für uns schreibt. Das fand ich persönlich nicht seriös für Gesetze zu stimmen auf Basis von Dokumenten, die man selber nicht können konsultieren. Und nur ist noch einmal froh, ob da alle Einzelnen sie konsultieren, aber zumindest die Möglichkeit nicht mehr, wo wir qualitativ hochwertige Gesetze stimmen. Wir Piraten verstehen aber auch, dass es, wenn es den höchsten Infektionszahlen auf einmal ganz sehr kann gehen. Aber ohne genug Doktoren, Pflegepersonal, Pompier, Polizisten oder Edukateure könnten durchstehen. Wir hätten uns aber gewünscht, dass die 2 Schnelltester, die am 5. respektive am 6. Tag von der Isolation sollen gemacht gehen, kein Autotester gewährt wären. Das, weil es bei den Autotesten immer mehr Falschresultate gibt, wie wenn es Professionellen sie möchte. Aber auch, weil Salarien sich so können in der Druck gesetzt fühlen, für sehr im Schaffen zu gehen. Und dafür den Test vielleicht nicht so genau machen, weil sie den Druck von ihrem Patron spüren. Haben wir den Neusen besser gewirrscht. Es hat ihnen die Leute 2 personalisierte Code geschickt, mit denen sie dann hätten ein Rendezvous können ausmachen, für einen professionellen Test daheim zu kriegen. Heim, weil ein Covid-Positiven soll sich nicht an eine Schlangstelle gehen, für dann eventuell nach einer umzustechen, wenn er nicht schon negativ wird. Wir haben das System ja auch schon Laufen, für die Coden zu generieren und auszudelen, für die Leute, die am Ende auf ihre 2. Impfung werden. Das System wäre also quasi brett gewirrscht. Technisch hat das kein Problem gemacht. Finanziell hat es sicherlich etwas gekostet. Wir hätten wahrscheinlich Leute rekrutieren, wir hätten wahrscheinlich Gefährer zur Verfügung stellen. Brav, das sind zusätzliche Kosten. Ich meine, die werden an der Sicherheit von den Leuten gut investiert gewirrscht. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist nicht Zeit für die Covid-Mesuren zu labern. Das ist Zeit für alles gegen diesen Virus zu mobilisieren, was wir auch nicht mehr können mobilisieren. Wir Piraten stehen für mehr Tester, komplett unabhängig vom Impfstatus und nicht für Männer. Den ECDC sieht, dass wenn er mehr wie 5% positiv Tester hat, dass er Kontrolle verloren hat von der Situation. Dass er eben nicht mehr alle Infektionen gefangen, dass Contact Tracing nicht mehr funktionieren kann, weil er ganz einfach nicht mehr alle Infektionen detektiert. Da könnt ihr nach dabei, dass wir an Monsenheimer nicht mehr nach teilweise fakultativ PCR-Tests angefordert gehen, weil dann Eisen dazu feiert, dass das Inzidenzzahlen noch mehr verfälscht gehen.
An sich die Regierung sich künstlich niedrige Inzidenzzahlen will der kaufen, Recht von der Gesundheit von den Kindern und Jugendlichen, die da betroffen sind. Und da kennt ihr noch einen Kritikpunkt, an den will ich auch noch lassen, was die Kosten von den Schnelltesten für die Arbeit geht. Die kommen ja gleicher Kraft. Und da ist mir etwas aufgefallen, weil schlecht leider noch nicht so kommt. Und das sind uns Frais d'Obtention auf der Steuererklärung. Weil es die Kosten, die für auf die Arbeit zu gehen, unabdingbar sind. Das heißt, erstens mal, also für ihn, der gut verdient, viel mehr einfach für sich die Suchen zu leisten, wie für ihn, der den Mindestlohn verdient. Aber nur dem steuerlichen Vorteil, den durch Frais d'Obtention können entstehen, kann bei einem, den maximalen Steuersatz ist, kostet Schnelltest schützt nach 11,60 €, und für den den Mindestlohn verdient, kosten 18,60 €. Das heißt nicht nur, also einen großen Teil vom Salär für die Ärmsten, aber den Test kostet effektiv noch mehr. Ich fand, dass das wirklich antisoziale Mesure ist, die sich schützt den Impfdruck bei den Ärmsten verstärkt, während die Reichsten sich freikaufen können. Und selbst können wir nicht mehr drohen. Aber wenn der heute alles ist, was wir gegen den Endgegner Omikron können abfuhren, da geht es nicht durch. Und da gesehen schwarz und dafür stimmen wir das Gesetz nicht mit. So ein Schmerz.